verehrte Gäste und Kunstinteressierte, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Als Seelsorger der Pfarrei Etzdorf freue ich mich, Sie zur heutigen Grundsteinlegung und zur Museumeröffnung begrüßen zu dürfen. Zusammen mit Herrn Erzpriester Apostolos Malamonsis und Pfarrerin Frau Veronika Ziske darf ich in Kürze die ökumenische Segnung des Bauplatzes vornehmen. Mein ganz besonderer Dank gilt dem Künstler und Initiator der Glyptothek und des Tempelmuseums, Herrn Wilhelm Koch. Eine Vision wird nun Wirklichkeit durch viel Engagement, unermüdlichen Einsatz und nicht zuletzt auch durch Gottes Beistand. Sehr geehrte Damen und Herren, mit großer Freude habe ich der Einladung von Herrn Wilhelm Koch heute hier in Etzdorf den Spatenstich für die Errichtung einer Bibliothek und die anschließende Einweihung des Museums mit Ihnen gemeinsam zu begehen, Folge geleistet. Den Initiator dieser schönen Idee, Herrn Koch, bewundere ich für das unermüdliche Engagement, das er für die Verwirklichung dieses Projektes trotz vieler Hindernisse gezeigt hat. Und ich wünsche ihm auch in Zukunft viel Kraft und Durchhaltevermögen, sodass er seine Vision hoffentlich bald vollendet dastehen sehen wird. Dem Verein der Freunde der Glyptothek Etzdorf und allen Förderern und Sponsoren danke ich sehr für Ihren großen Einsatz zur Realisierung dieses Projekts. Wir beginnen die Segnung im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In Frieden lasst uns den Herrn bitten. Für den Frieden von oben und das Heil unserer Seelen lasst uns den Herrn bitten. Denn dir gebührt alle Ruhm, alle Ehre und Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und immer da und in alle Ewigkeit. Lasst uns zum Herrn uns beten. Herr Jesus Christus, du unser menschgewordener Gott, der du zu unserem Heile Mühe und Beschwer erfüllt und in uns die Voraussetzungen zu diesem Werke gewirkt hast. Du hast die heiligen Apostel von ihrer Arbeit weg in Dienst genommen, damit du den Dienst segnest und heiligst. Du selbst, o Herr, der du der erste Arbeiter und Werkmeister unter uns bist, segne uns und dieses unser Werk, das wir heute in deinem Namen beginnen, damit wir es rasch und glücklich zu Ende führen. Erleuchte unsere Gedanken und stärke unsere Arme, damit wir stets das Rechte tun und Taten des Liebes vollbringen zum Wohle deines Volkes und zur Ehre des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer da und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, wir haben aber einen freudigen Anlass heute. Die Sparkasse Amberg-Sulzbach, die Stiftung, hat uns letztes Jahr schon eine Zusage erteilt, dass sie Bausteine der Demokratie übernimmt. 30 Stück, das macht 4.500 € und die würden sie uns heute übergeben. Ein wichtiger Baustein für die Realisierung, vor allem, dass wir dieses Projekt so ernst nehmen auch und auch daran glauben, weil nur so kann es auch realisiert werden. Und ja, wir werden uns weiterhin sehr bemühen, dass wirklich schnell entsteht.
Ja, wir haben so einen Spanstich auch nicht so oft gemacht. Wahrscheinlich gar nicht. Jetzt ist Loch rum, Mensch. Ich würde vorschlagen, dass ich die Auch unsere Gemeinde aus München wird 5.000 Euro spenden. Ich habe keine Zettel dabei, aber das Wort gilt. Ich werde mal den Koch einladen, zu uns zu kommen nach München, um dieses Geld entgegenzunehmen. Und